Ob einmal als alles ernst, das hatte ich für Druck gesagt, schon nach einem Buch mitgebracht, dass sie musste nach links gehen, wo Monika Hesse, das am CBJ Verlag rauskommt. Das ein Buch, was für Jugendliche ist. Also, das ist ein dicker Schmöcker, wenn ihr so wollt, das liest sich aber extrem gut. Und was geht es? Sie musste nach links gehen. Wir sind am Zweiten Weltkrieg, Nazis sind da und geht um Judenverfolgung. Heißt, eine jüdische Familie Ledenberg, lebt in Polen, also eine ungesehene Familie, die Kleider bitzt. Boma Rosa ist sogar bekannt dafür, dass sie extra schöne Broderien machen kann. Eine Fähigkeit, die auch damals nicht so viele Leute hatten. Und die Familie war nicht arm, die hat an einem gewissen Niveau gelebt, die konnten an Vakanz gehen. Und die Familie hat sich amüsiert, zum Beispiel Tata Maya von der Protagonistin, da das eine Frage, wie die gerne rausgegangen ist, die sich schön gemacht hat, die sich modern angetan hat. Und die Familie hat eben ein Mädchen, das heißt Sophia, und sie hat einen Jungen. Sophia hat 15 Jahre und sie hat einen Jungen, das ist den Abek, den hat zu dem Moment erst deportiert geworden, 5 Jahre. Weil das geschieht, die Familie, schon gesagt, die sind deportiert gehen, die sind aus ihrer Wohnung rausgeholt gehen, sind deportiert gehen, an ein Lagerbrüch, an ein Echtlagerbrüch gehen. Und dann ist schon ziemlich schnell den Titel vom Buch angetragen, sie musste nach links gehen. Bald ganz Familie, also eigentlich ganz Familie von Sophia und vom Abek, wo musste nur längs gehen, das war der direkte Weg und Gaskummer. Und Sophia und sein kleiner Bruder, die konnten noch jetzt gehen, was die Chance war, weil die konnte ja schaffen. Sophia hat zum Beispiel am Konzentrationslager, wo sie dann hingebracht sind, Kleider abgerappt und Futti geschnitten, wo die Leute, die schlussendlich in der Gaskammer gelandet sind, ihre Sachen, ihre Hauptsächlichkeiten, vielleicht Schmuck oder so verstopft hatten. Bon, wir sind aber noch dem Krieg, oder wir sind am Jahr 1945, am Frühjahr, wo das geschieht. Sophia ist getrennt, ging trotzdem am KZ, wo mit seinem Bruder gelandet ist, am KZ Großrosen, sind sie aber getrennt, gehen, tut sein Bruder verloren. Ich wusste nicht, wohin drauf wäre. Aber ehe sie sich verloren haben sie sich aber versprochen gehabt, dass egal was ging passieren, wenn sie Menker frei wären, da ging nur dem anderen sichern. Sophia ist also heimgekommen, nur dem KZ, wo er drauf war, befreit gouf, als heimgekommen an sein Dorf. Und auch heute war alles Ernstes. Es war traumatisiert, es war ganz schwach gehend, hat viel Kilo aufgeholt. Das an irgendwann an hier Wohnung kam, wo kein Möbel mehr waren, hat just noch ein paar Sachen gesehen und die Mauern, was das und das Leben, was das für drin hat, erinnert hat. Und es wusste eben auch, dass Chemie von seiner Familie da wäre. Das hat alles geändert für heute. Was aber nicht geändert hat, das war der Drang für seinen Bruder, den damals klein war, zu sichern. Und um das geht das Buch. Es geht darum, Sophia, was nur seinem Bruder sieht, drehst du für an den Süden von Deutschland, das Land rum an einem Lager, und da war das kein Lager aus, wo Leute, die aus der KZ oder verloren gegangen sind, abgepäppelt wurden, an eben einen Standpunkt tun, von dem sie aus konnten nur ihre Familien ungeheurig sichern. Du kriegst Hilfe, für nur seinen Bruder zu sichern. Gleichzeitig wurde du aber neue Bekanntschaften gemacht, Bekanntschaften von Leuten, die ähnliche Sachen erlebt hatten, die ganz, ganz schlimm waren. Das nur die Bekanntschaften gemacht. Und da könnt du bei raus, am Buch merkt den ganz schnell, was so Trauma und so ganz schreckliche Erlebnisse mit den Leuten machen. Am Banker sind die Leute nicht mehr, die diese für drauf waren. Zum Beispiel, als ein 10 dran lehrt eine junge Frau kennen, die das echt, wie sie sich kennengelernt haben, erzählt sie ihm, sie ging an einer Woche bestört gehen. Und zwar mit einem anderen Mann, Flüchtling, so ein Schlummel, oder mit einem Mann, der noch am Lager ist, den es eine Woche für drauf kennengelernt hat.
etwas, was wir als Haut nicht können vorstellen. Wieso muss sich doch verleben und dann lernt den sich kennen und irgendwann denke ich ja dann will den sich bestürden. Mir egal, die Frau die war so froh, dass sie sich kann bestürden und du kommst auch nach irgendwann den Kleiderlieferung und du hast sich aus dem Müll, aus dem Kleiderbirsch irgendeine schöne Racke rausgesicht, hat sich aber schon sämtliche Racke rausgesicht, die gar nicht so schön war, die viel zu groß war, die überhaupt nicht gepasst hat. Aber für sie war das super, den Hochzeitsrock, den Mann, das war der Anfang von einer neuen Zukunft. Der Rock hat Sophia, was auch Bitze gelehrt hat, schlussendlich hier rafistuliert und angepasst. Und über den Prozess, loser, das Bitzen, Kleider herstellen, Scheinkleider machen für die anderen Leute, das hat mitgesprochen, dass Sophia auch an eine gewisse Normalität für sich rankommen ist. Das ist sein Leben als loser Nächst angelaufen. Das Leben, was es für drin hat, weil da nie mehr so konnte, wie es für drin war. Und es hat sein Bruder, wie gesagt, noch immer nicht drin fand. Es hat sich weiterhin auf sich gemacht und irgendwann ein Kehr stimmt der Bruder für runter. Und der Bruder hat auf seiner Seite auch noch im Gesicht. Aber der Bruder hat, das war alles anders, so wie es sich das vorgestellt hat. Der Bruder gehabt, der ein paar Jahre mehr alt war, der war ein kleiner Mann gehen. Und dann hat auch viel ganz schlimme Sachen erlebt und hat sich angefangen, es war für drun eine Lebensfrau gekannt, hat viel geschwärzt hat und da war der verschlossene junge Mensch, den es nicht einfach hat. Und die Relation zum Sophia war auch nicht einfach, die Wiederbegegnung war nicht einfach. Für was ich das Buch schon gelesen und ich muss sagen, es hat mich immens traurig gestimmt, zu merken, was Trauma, was Krieg, was Erniedrigung, was Blessuren mit den Menschen machen. Am Banker vergessen sie ihr Leben, sie sind Menschen, die sich für drun eigentlich nicht vorstellen konnten. Vielleicht klauen sie, für drun waren nicht die ehrlichsten Leute, die sich vorstellen konnten. Sie bestürden sich mit einem Menschen, den sie für drun nie kannten, vielleicht niemals bestört hätten. Also es hat mich immens betroffen gemacht, ein Buch, das weist, wie schlimm Krieg ist, wie schlimm Erniedrigung ist, wie schlimm Hass ist, wie schlimm Rassismus ist, was das mit den Leuten möchte, auf jeden Fall auch mit den Kindern, mit den Jugendlichen möchte, die das alles erlebt haben. Und heute in unserer Welt, wo es noch immer viel Krieg gibt, wo es noch immer viel Hass gibt, wo es noch immer viel Rassismus gibt, hat das noch immer seine Berechtigung. Und dafür fand ich das Buch immens wichtig, dass Jugendliche das Buch da lesen. Sie mussten nach links gehen, von Monika Hesse aus dem CBJ Verlag. Nur zu empfehlen.